Da haben sich zwei Leute gestritten wegen, haltet euch fest, Klopapier. Sie haben sich gestritten wegen Klopapier. Bruder, ich gehe ins Regal für Klopapier und was finde ich da? Leere Regale. Yo, was geht, meine liebe Zuschauer, und herzlich willkommen. Leute, ich weiß, ich kann es auch nicht mehr hören. Coronavirus da, Coronavirus dort. Überall ist diesen verdammten Virus. Ich muss aber ganz ehrlich mit euch was besprechen. Und zwar geht es, ja, wie ihr es am Titel schon lesen könnt, am Coronavirus. Wir müssen lernen zu teilen. Denn Leute, gestern war ich im Einkaufszentrum und ich wollte mir was zu essen holen für morgen, dass ich mittags bei der Arbeit was zu essen habe, Bruder. Und ich muss sagen, ich hatte eine riesige Auswahl. Also man kennt das kaum, man geht einkaufen und denkt man sich, ich hätte Lust auf Teigwaren. Man geht direkt in die Teigware-Abteilung und was findet man da? Leere Regale. Man hat Bock auf Reis. Man geht in die Abteilung von Reis und was findet man da? Ja, leere Fächer. Es gibt zwar Reis, aber erstens kenne ich den Reis nicht und Essware, die ich nicht kenne, Bruder, da will ich auch nicht probieren. Und zweitens, Bruder, es liegen alle Ware, die übertriebenst teuer sind. Und dann habe ich ein Video auf YouTube gesehen. Was ist los mit der Menschheit? Da haben sich zwei Leute gestritten wegen, haltet euch fest, Klopapier. Sie haben sich gestritten wegen Klopapier. Ich kann doch nicht beleidigen hier. Wir haben das Haus entweder erhalten oder den Feuerwehr gekauft. Das ist meine Sache. Bruder, ich gehe ins Regal für Klopapier und was finde ich da? Leere Regale. Klopapier. Ich verstehe es, wenn Leute Hamsterkäufe machen und die denken, oh Mann, ich habe Angst, vielleicht muss ich zu Hause bleiben. Ich gehe und kaufe mir lieber, weiß ich, 1 Kilo Reis, wenn nicht mehr, oder so viel Produkte. Ich finde das auch nicht gut, denn das ist Egoismus pur. Und dann Klopapier. Und ich denke mir, hat der Bund oder die Regierung irgendwas Falsches erwähnt? Ich habe die Artikel durchgelesen und ich dachte mir, wieso Klopapier? Und Leute, für die Klopapier bunken, ich werde es euch sagen, Coronavirus löst Hustanfälle, Atembeschwerde oder eine Lungeninfektion. Aber Coronavirus löst keinen verdammten Durchfall aus. Wieso kauft man so viel Klopapier? Ich verstehe es nicht. Und wieso streitet man denn mit Leuten wegen Klopapier? Woher kommt das? Wieso Klopapier? Wieso? Nehmen wir an, wir müssen alle zu Hause bleiben. Klopapier wäre das Letzte, das ich brauchen würde. Wieso? Wenn man kacken geht und kein Klopapier da ist, dann geht man duschen. Ganz einfach. Darum verstehe ich nicht den ganzen Drang um den Klopapier. Die denken, Bruder, Klopapier bestimmt löst Coronavirus Durchfall aus. Oder ich kann es mir nicht vorstellen, wieso. Ey, ich blende euch bei Bilder ein. Leere Regale von Klopapier. Es hat zwar noch Klopapier, aber den teuren, ne? Der fünflagige. Aber bitte schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wieso man Klopapier bunkert. Vielleicht bist du einer von denen, die im Einkaufszentrum geht und einen ganzen Wagen vollen Klopapier besetzt. Und dann gab es auch noch Leute, die Ware aus deinem Einkaufswagen genommen haben. Ich meine, stellt euch mal das vor. Ihr geht einkaufen, ihr seht, wow, diese Teigwaren, die liebe ich.
Ihr nehmt die, ihr freut euch übelst auf diese Nudel. Ihr geht nach Hause, macht die Tasche auf und die Nudeln sind weg. Denn ihr habt sie nie gekauft. Aber du weißt, du hast sie eingepackt. Ich meine, wie dreist muss man sein? Genau in solche Situationen sollte man doch zusammenhalten und doch nicht einem den Bein stellen oder im Weg sein, Mann. Ich verstehe es nicht. Genau in solche Situationen wünschte ich mir von den Menschen mehr Rücksicht. Man muss nicht den ganzen Einkaufswagen bunkern. Ist klar, dass die Leute, die mehr Geld haben, mehr Essware kaufen können, als Leute, die vielleicht nicht so viel verdienen. Ich sag's euch, wenn ich sterbe, dann nicht an Coronavirus, sondern an Essen, das ich nicht habe. Das war's mit dem Video. Bitte schreibt's mir in die Kommentare, seid ihr auch von die Leute, die Klopapier bunkert? Und bitte schreibt mir wieso. Wieso bunkert man Klopapier? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, Leute. Euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.